Herzlichen Dank für die Einladung nach Luxemburg. Ich war noch nie hier. Umso interessierter habe ich aus dem Zugfenster geschaut, wie das hier ausschaut, und mir hat es gefallen. Das schon mal zuallererst. Zum Zweiten eine kleine Ergänzung. Inzwischen kam noch ein neues Buch von mir heraus, nicht von mir, mit mehreren Herausgebern verbreitet und publiziert, Grundeinkommen von der Idee zu einer europäischen politischen Bewegung, mit einem Vorwort von meiner Chefin Katja Kipping, wo ich versuche zu skizzieren, wie sich über die letzten 20, 30 Jahre in Europa, in den verschiedenen Ländern, die Idee des Grundeinkommens zu einer politischen Bewegung entwickelt hat. Wir haben zum Beispiel einen enormen Aufschwung der Diskussion in Spanien als auch in Frankreich, auch der Vernetzung der Grundeinkommensaktivisten zu erleben. Vielleicht sogar sind die zurzeit ein bisschen aktiver und ein bisschen präsenter als wir in Deutschland, wobei wir eine längere Tradition in Deutschland haben bezüglich des Grundeinkommens. Hier drin finden sich dann auch verschiedene Modelle, die in Deutschland diskutiert werden, eines Grundeinkommens. Es wird sehr technisch dann auch, wie finanziere ich das ganz konkret, wie hoch soll es sein, wie ist es mit einem anderen Sozialversicherungssystem, der Zusammenhang, da werde ich schon ein Stück weit darauf eingehen. Und es gibt, das möchte ich auch noch hervorheben, wer sich interessiert für Frankreich, könnte es in Luxemburg ja eigentlich geben. Es gibt ja in Frankreich auch 10 verschiedene Modelle für ein Grundeinkommen inzwischen, die zwischen einem partiellen Grundeinkommen, ich erkläre es ja noch, und einem bedingungslosen Grundeinkommen, wie ich es auch vertrete und in der Linken vertreten wird, changieren, also hin und her wandern sozusagen. Also empfehlenswert, wer das haben möchte, wird aber auch in einem Monat auch ins Netz gestellt. Da lege ich Wert drauf, dass Wissen allgemein gut sein sollte und nicht zur Ware gemacht werden sollte. Okay, was ich heute machen will, ich will ganz kurz nur was zur Idee des Grundeinkommens sagen, weil ich habe ja noch mehrere Dinge vor. Ich will was zum Begriff sagen, was ist das eigentlich, das Grundeinkommen, welche Ziele hat es und welche Begründung gibt es, aber sehr holzschnittartig. Sonst müsste ich hier 2 Stunden reden, das will ich keinem Menschen zumuten. Dann will ich vergleichen rechte und linke Konzepte des Grundeinkommens, zumindest ein paar Eckpunkte, damit wir auch sehen, wie wir das einsortieren können. Dann, wie ist ein linkes Grundeinkommenskonzept in welche gesellschaftstransformatorische Perspektive eingebunden? Wie gehen also Grundeinkommensbefürworter in den Gewerkschaften damit um? Also was sagen bestimmte Gewerkschafter aus dem linken Spektrum zum Grundeinkommen? Warum wollen sie eins? Dann werde ich kurz auf Marx eingehen, Marx und das Grundeinkommen. Es gibt eine breite, lange Geschichte der Entwicklung aus dem Marxischen Denken heraus in Richtung Grundeinkommen. Und zum Schluss etwas zum Thema, wie könnte man in der EU, also Stichwort Harmonisierung der EU-Sozialpolitik, mit dem Grundeinkommen vorangehen, aus meiner Sicht, und was könnte in Deutschland Schritte zum Grundeinkommen sein. Das ist in etwa so der Rahmen. Ich weiß nicht, ob ich alles so vollumfänglich schaffe, wir haben noch Zeit zu diskutieren. Mir kommt es aber darauf an, doch mal ein bisschen so den Gesamtüberblick zu geben, sodass die kontroverse Diskussion dann auch besser voranschreiten kann. Zum Begriff, das Grundeinkommen hat 4 Kriterien. Das ist erstmal eine monetäre Leistung, es geht um Geld, die individuell dem Menschen ausgezahlt werden soll, also jeden Einzelnen, unabhängig davon, ob er verheiratet, verliebt, verlobt, verschwägert, sonst irgendwas ist, vollkommen unwichtig. Es soll ohne eine Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt werden. Das heißt vom Prinzip, es ist unwichtig, ob der Mensch arm oder reich ist. Auch ein Reicher bekommt es, so wie ein Armer genauso. Es kommt ohne eine Gegenleistungsverpflichtung daher. Das heißt, es wird jedem Menschen zuerkannt, egal ob er was tut oder nicht tut, auch egal was er tut. Es ist ohne einen Zwang zu einer Gegenleistung ausgezahlt. Und es soll eine Existenz- und teilhabesichernde Höhe haben. Das meint, es soll hoch genug sein, sodass man die ganz normalen Grundbedürfnisse des Menschen absichern kann, Nahrung, Kleidung, Unterkunft, und auch an der Gesellschaft teilnehmen kann, was da heißt, politisch zum Beispiel hierher kommen, sich hierher bewegen können, mobil zu sein, sich hier ein Bier leisten zu können, kulturell ins Theater gehen zu können, ja, generell also in der Gesellschaft mit integriert zu sein. Also ich wiederhole nochmal, individuell, ohne eine Bedürftigkeitsprüfung meint, ohne Einkommens- und Vermögensprüfung, ohne eine Arbeits- oder Gegenleistungsverpflichtung und in Existenz- und teilhabesichernder Höhe. Das sind die Grundkriterien, und damit grenzen wir uns in Deutschland natürlich auch von diesen Grundsicherungen und Mindestsicherungen ab. Stichwort Hartz IV, das ist bestimmt bekannt in Luxemburg, der Name zumindest, ist nicht ganz vergleichbar mit eurer Sozialhilfe, die heißt RMI? Okay. Das ist eine bedürftigkeitsgeprüfte Leistung, also was anderes sozusagen. Ich habe gehört, bei euch muss man die sogar zurückzahlen, wenn man hinterher wieder Einkommen hat, hoch genug ist. So ist das wohl, ne? In Deutschland ist es bei der Grundsicherung nicht so, die bekommt man, da muss man dann nichts mehr zurückzahlen. Aber sie ist bedürftigkeitsgeprüft, also muss unterhalb einer bestimmten Einkommensschwelle liegen, und sie ist wahrscheinlich auch mit Partnereinkommen noch mit verrechnet. Das nennen wir Bedarfsgemeinschaft, also nicht individuell garantiert, und das weiß ich nicht, wie ihr einschätzt, ob sie hoch genug ist.
Also in Deutschland liegt die Höhe von Hartz IV für einen alleinstehenden Menschen im Durchschnitt bei ca. 680 €. So, ich weiß nicht, wie bei euch jetzt die RMI ist. Vielleicht zum normalen Leben braucht man in Deutschland, das ist so meine Einschätzung, ich habe verschiedene Daten herangezogen, was eigentlich Existenzteilhabe sein könnte. Also unter 1.000, 1.200 € ist in Deutschland eigentlich nichts zu machen. Das hängt natürlich von der Region ab, von den Mietkosten. Die sind bei mir in meiner Heimat, ich komme aus Sachsen, das ist ein Bundesland, im Ostsachsen, da sind die Mietpreise sehr gering. Wenn ich auch nach Frankfurt, Main oder München gehe, sind die exorbitant hoch. Das ist klar, das muss man einfach unterscheiden. Okay, die Ziele. Es gibt verschiedene Ansätze, das Grundeinkommen zu benennen, welches Ziel es haben soll. Einer sagt zum Beispiel aus der menschenrechtlichen Situation heraus. Wenn man sich die Menschenrechte anschaut, also die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen Rechte und politischen, bürgerlichen Rechte, also die zwei Pakte sozusagen, stellt man fest, alles, was dem Menschen als Recht zusteht, ist unbedingt, bedingungslos. Es steht nicht, du darfst nur politisch teilhaben, wenn. Du musst ein Mindestalter haben, das ist okay. Du darfst nur kulturell teilhaben, wenn du irgendwas getan hast vorher. Steht dort nicht geschrieben. Steht auch nicht geschrieben, du wirst nur sozial abgesichert, wenn du bereit bist, eine Erwerbsarbeit anzunehmen. Steht auch nirgends geschrieben. Das sind also unbedingte Menschenrechte. Und die soziale Sicherheit herzustellen, natürlich damit auch Armutsfestigkeit, also Armutsfreiheit, Freiheit von Armut herzustellen, ist ein wesentlicher Ansatz, der diskutiert wird. Das kann nur das Grundeinkommen leisten. Ich werde es dann noch näher ausführen, warum. Es meint aber auch ein würdevolles Leben, Menschenrechtsartikel Nummer 1, zu ermöglichen. Würde heißt ja immer, ich muss und soll auch Verantwortung für mein Leben und für das Leben anderer übernehmen. Und das kann ich nur, so werden die Ziele beschrieben, wenn ich materiell nicht erpressbar bin. Sobald ich materiell erpressbar bin, weil ich etwas tun muss, um zu Geld zu kommen, zu einer Existenzsicherung, kann ich eigentlich de facto, das ist eine philosophische Debatte, eigentlich nicht mehr würdevoll leben, in Eigenverantwortung, weil ich bestimmte Sachen tun muss, die ich möglicherweise gar nicht mehr verantworten kann. Das ist ein zweiter Zugang sozusagen. Es soll die individuelle Freiheit stärken, das heißt mehr Selbstverantwortung übernehmen, aber natürlich auch sich nicht abhängig machen von bestimmten Menschen. Also zum Beispiel bei uns bei dem Grundsicherungsamt. Also unsere Erwerbslosen bzw. unsere prekär Beschäftigten sind einem dermaßen im staatlich-bürokratischen Druck ausgesetzt, das ist unerträglich. Das nennt man bei uns die Grundsicherung für Arbeitssuchende, also dieses Hartz IV. Ich weiß nicht, wie das hier läuft, keine Ahnung. Es wird vorgeschrieben, was ich zu tun habe, wann ich mich zu melden habe, welchen Job ich annehmen muss. Ich bin faktisch vogelfrei. Das ist ein katastrophaler Zustand zurzeit in Deutschland. Aber das meint auch Unabhängigkeit vom Partner gegenüber, also dem Partner gegenüber. Das meint auch, da haben wir eine lange feministische Debatte geführt, sozusagen, was hat das Grundeinkommen mit der Freiheit der Frau zu tun? Sagen, ich muss mich nicht abhängig von einem Partner machen, materiell. Ich kann sozusagen materiell abgesichert meine Möglichkeiten auch dem Partner, umgekehrt natürlich genauso von dem Mann, durchsetzen. Ich muss nicht bei ihm bleiben oder mich von ihm abhängig machen, weil ich das materiell nötig habe. Des Weiteren wird es diskutiert von dem Hintergrund einer neuen solidarischen Gesellschaft. Der neue Solidaritätsbegriff meint, nicht im Sinne, du kriegst nur dann sind wir solidarisch mit dir, wenn du dich bestimmt irgendwie verhältst. Also wenn du von meiner Lebensstil- und Vorstellungsnorm reinpasst in das Raster, dann kannst du schlicht und ergreifend von mir Solidarität erwarten, ansonsten nicht. Die neue Solidaritätsformel heißt, ich bin solidarisch und gestehe dir deine individuelle Freiheit zu. Ein Grundeinkommen ist eine Ermöglichung, diese Freiheit, weil man materiell abgesichert ist auf einem bestimmten Grundniveau, ohne zu irgendetwas Bestimmten zu verpflichtet zu sein. Das ist eine andere Solidaritätsvorstellung, als die da heißt, Solidarität ist keine Einbahnstraße. Du musst was zurückkommen, reziprok oder äquivalent, wie man so schön sagt. Der neue Solidaritätsbegriff, der bei uns in der Linken diskutiert wird, heißt schlicht und ergreifend Solidarität, die dir deine Selbstbestimmung ermöglicht. Ist bei uns parteiprogrammatisch in der Linken auch entsprechend so verankert. Und natürlich für Linke ganz wichtig, das Grundeinkommen wird auch diskutiert im Hintergrund der Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft, da werde ich dann noch was zusagen. Das sind so ein paar Zugänge, die es gibt, und es gibt natürlich historisch auch Begründungen für das Grundeinkommen, sehr viele sogar. Eine ist eine naturrechtliche. Das Grundeinkommen ist 1796 erstmalig im Sinne einer regelmäßig gezahlten monetären Transferleistung an die Individuen von Thomas Spence erörtert worden. Nicht eher. Alle anderen Geschichten, die meinen, ist es eher irgendwo schon diskutiert worden, ist nicht wahr. Thomas Spence hat schlicht und ergreifend gesagt, es gab einen Naturzustand, da waren alle Menschen faktisch materiell abgesichert. Die Natur hat ausreichend für alle da Früchte gehabt. Natürlich musste man jagen, Äpfel runternehmen und so weiter, aber keiner war arm.
Jetzt sind wir in einer Situation, 1796, aufgrund der Privatisierung auch von Grund und Boden, also von den Naturreichtümern auf gut Deutsch, dass eine massenhafte Armut entsteht. Es gibt sozusagen Großgrundbesitzer und Arme, die da entweder drauf arbeiten müssen, wie auch immer. Sein Ansatz war, das ist eine urbiblische Vorstellung, ich enteigne alle Großgrundbesitzer, vergemeinschafte faktisch Land und Gut und Boden, also die Naturressourcen, weil sie gehören eh allen. Das ist eine urchristliche Position im Übrigen. Wir würden heute sagen, die klassische Allmende. Das ist sicher ein Begriff. Ne? Also das Grund und Boden, Land, Natur, Wasser, alles, was man hat, gemeinschaftliches Gut ist, gemeinsame Güter kommen, ist auch der neue Begriff dafür. Enteigne die, schreibe zur Verpachtung Nutzungsverträge aus. Also wer das bearbeiten möchte, wer man nutzen möchte für sich und auch für Handel und Wandel, wie auch immer, zur Versorgung, kann das haben, muss aber eine Nutzungsgebühr, wird eine Pacht bezahlen. Aus diesen Pachten bezahle ich zwei Dinge, nämlich ein Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger und öffentliche Infrastruktur und Dienstleistungen. Und das ist mir auch ganz wichtig, das nochmal zu betonen. Schon damals war die Idee, es gibt so etwas wie nicht monetären Grundeinkommensbestandteil. Wir diskutieren das in Deutschland vor dem Hintergrund gemeinsamer Güter bzw. kostenfreie Nutzung und Zugänge zu, jetzt geht's los, Mobilität, öffentliche, Nahverkehr, Bundesbahn, zu Bibliotheken, Kultureinrichtungen. Selbstverständliche Bildung soll gebührenfrei sein. Bis hin jetzt die Debatte, die die Piraten noch angestoßen haben, die in der Linken auch da war, Internet kostenfreier Zugang. Das ist eine nicht monetäre, universalistische Leistung, wo jeder Zugang hat, egal was er tut oder nicht, aber reich oder arm ist. Das ist das Identische, dass jeder auch ein Reich durch einen Park gehen darf, der auch ein gemeinsames Gut ist. Da wird nicht vorher gefragt, bist du ein Armer oder Reicher, ansonsten musst du einen Eintritt bezahlen. Also vor diesem Hintergrund war das damals diskutiert. Spannend war bei Spence noch, dass selbstverständlich sofort bei ihm die Frauen über die Bestimmung, wie diese Pachtgebühren verteilt werden, konkret die Höhe des Grundeinkommens, Infrastrukturen, die Frauen mit Entscheidungsrecht hatten. 1796. Ich weiß nicht, wann hier das Wahlrecht für Frauen eingeführt worden ist und überhaupt. 1919. Bisschen später halt. Ne? Ich will nur mal sagen, die Ursprungsidee war immer verbunden, Grundeinkommen, Infrastruktur, Demokratisierung der Gesellschaft, selbstverständlich gleiche Rechte für die Frauen. Übrigens, die Revolution damals bei Spence haben Frauen durchgeführt, ich kann das nur empfehlen, Recht der Kinder heißt das Werk. Okay, das war ein Zugang, der andere ist, also aus den allgemeinen Naturzugängen, wer das nutzt sozusagen, muss an die Gemeinschaft was zurückgeben, weil es ja allen gehört, die es nicht nutzen, kriegen also alle das Grundeinkommen, auch die es nutzen, war eine Begründung für das Grundeinkommen. Eine andere ist eine republikanische, demokratische, die sagt, das ist eine relativ neuere, die sagt schlicht und ergreifend, wenn eine Gesellschaft ernsthaft meint, dass die Bürger frei sich demokratisch in die Gesellschaft politisch, demokratisch einbringen sollen, dann muss ich eins grundlegend absichern, damit sie nicht erpressbar sind. Das ist übrigens der Ursprungsgedanke auch der Diäten für Abgeordnete. Sie müssen ausreichend materiell abgesichert sein, sonst sind sie korrumpierbar. Meine Chefin sagt dann, das Grundeinkommen ist nichts mehr als Diätenleid. Diät ist der Begriff, was Abgeordnete an Geld bekommen, um politisch aktiv zu sein. Das sind Diätenleid. Das ist die republikanisch-demokratische Perspektive, die sagt, es kann kein Mensch frei, ernsthaft frei, Citoyen frei entscheiden, wenn er denn materiell existenziell abhängig ist. Er muss zum Beispiel immer Parteien zustimmen, die immer Arbeitsplätze schaffen wollen, obwohl sie es nie schaffen, de facto. In Deutschland wurden nie Arbeitsplätze geschaffen. Das ist eine andere Geschichte durch den Staat. Schlicht und ergreifend, ich bin immer abhängig sozusagen von Existenzsicherung, kann nicht mehr frei politisch mich bewegen. Das ist eine demokratische, republikanische Perspektive, die das meint. Und es gibt einen dritten Zugang, es gibt viele mehr Begründungen für das Grundeinkommen. Die haben wir in Deutschland ganz stark geführt, dass soziale Systeme in Deutschland radikal repressiv und ausgrenzend sind. Ausgrenzend aus dem ersten Grund. Das Sozialversicherungssystem von Bismarck, was wir haben, ist ja ein konservatives, ne? Wird in der Wohlfahrts-, wenn man Sozialwissenschaften studiert, auch als konservatives Modell beschrieben, gegenüber zum Beispiel dem skandinavischen, was eher ein sozialdemokratischer Typ ist, ein ganz anderer, garantistischer Zugang. Heißt, du bist nur sozial abgesichert, wenn du vorher eingezahlt hast. Wer keine Beiträge geleistet hat in das Sozialversicherungssystem, kann auch keine Arbeitslosenversicherung, keine Rente, keine Krankenversicherung kriegen, logisch, ne? Das heißt, alle, die das jeweils nicht leisten oder leisten wollten, bei uns in Deutschland waren das hauptsächlich Frauen, Westdeutschland noch mehr, ich komme aus Ostdeutschland, bei uns in der DDR war das anders mit der Erwerbsbeteiligung der Frauen, hatten ein Problem mit der Absicherung. Das ist ein patriarchalisches Absicherungssystem. In Südosteuropa wird das noch anders diskutiert, wo die Versorgungszusammenhänge, die sozialen, eher über die Familie hergestellt werden. Da wurde gesagt, das Grundeinkommen wäre gut, um aus familialen Abhängigkeiten zu befreien. Da wurde ich ja sozial abgesichert über die Familie. Und wenn der Vater oder die Mutter sagte nichts, dann war nichts.
Und ähnlich war das mit dem Sozialversicherungssystem. Wenn du vorher nicht eingezahlt hast, also nicht Lohn gearbeitet hast, warst du nicht abgesichert. Das ist ein Zugang. Der repressive Zugang ist natürlich bei uns bei Hartz IV, also dieser Grundsicherung für Arbeitssuchende, ganz deutlich. Du musst jede Arbeit annehmen, egal was sie bringt, was sie dir bietet, welche Qualifizierung du hast und ob die unterqualifiziert ist als die Arbeit, welche Löhne du bekommst, ist vollkommen egal. Du musst einfach alles annehmen. Das ist Zwangsarbeit. Und zwar nach internationalen Arbeitsabkommen, internationale Arbeitsorganisation IAO seit 1930 als Zwangsarbeit zu deklarieren. Du musst eine Erwerbsarbeit annehmen unter Androhung einer Strafe. Und die Strafe heißt bei uns in Deutschland, wenn du die Arbeit nicht annimmst, kriegst du radikal deine Sozialleistung, die Grundsicherung. Bei euch wäre das die RMG oder wie sie heißt, gekürzt bis auf 0. In Deutschland kann man per Gesetz verhungern. Ja? Das wir sagen, die andere Zuspitzung. Es gibt noch ein anderes Problem, dass alle Grundsicherungen als letztes soziales Netz, wenn dann die vorhergehenden Netze wie Sozialversicherung nicht halten oder nicht ausreichen, weil man keine Zugänge hat, weil man, wie gesagt, nicht Lohn gearbeitet hat oder nicht lange genug oder nicht viel genug Lohn gearbeitet hat, dass man dann auf die Sozialhilfe-Grundsicherung angewiesen ist und die, weil sie bedürftigkeitsgeprüft ist, also man muss faktisch alle Einkommen und Vermögen darlegen. Man muss zum Amt gehen, man muss sich nackig machen, wie wir so schön sagen in Deutschland, bis zu 50% nicht in Anspruch genommen werden. Das nennt man verdeckte Armut. Das heißt, 50%, nein, von 100%, die Anspruch auf diese Grundsicherungsleistung für Arbeitssuchende hätten, nehmen sie nur 50% in Anspruch. Und noch viel schlimmer bei der Grundsicherung im Alter, die wir haben. Also es gibt auch für Menschen, die nicht genug Rente haben, sowas wie einen unteren Sockel. Ich weiß, es wird wahrscheinlich bei der MG auch so sein, dass man die dann aufstockt, sind es sogar 68%. 68% von 100, die insgesamt einen Anspruch hätten auf diese Grundsicherung im Alter, heißt die bei uns, nehmen sie nicht in Anspruch. Sie wollen sich diesem entwürdigten Überprüfungs- und Kontrollapparat nicht aussetzen. Das wieder menschenrechtlich gedeutet heißt, dass diese Konstruktion von sozialer Absicherung menschenrechtswidrig ist, weil das Menschenrecht jedem Menschen eine soziale Sicherheit zugesteht. Ich weiß nicht, ob es bei euch sogar Verfassung dran hat, keine Ahnung, kenne ich mich jetzt nicht aus. Das heißt im Klartext, bedürftigkeitsgeprüfte Transferleistung auf aller Erde, und da haben wir auch Erfahrungen aus anderen Ländern, Afrika, wo es solche gibt, eingeführt worden sind, haben immer dasselbe Problem, dass sie massenhaft Leute, denen es zusteht, aus dem Sozialleistungssystem ausgrenzen. Also menschenrechtswidrig sind auf gut Deutsch. Das ist ein besonderer Zugang. Also ich habe erwähnt kurz die naturrechtliche Zugangsbegründung. Natur gehört allen, wer sie nutzt, muss an alle was auszahlen, zurückzahlen über Pacht, wie auch immer. Kann man übrigens auf Wissen auch erweitern. Wissen, geschichtlich, historisches, kulturelles Wissen gehört keinem Einzelnen. Und wer es nutzt, für welche Zwecke auch immer, für Erwerbszwecke oder Profitzwecke, hat der Allgemeinheit etwas zurückzuzahlen. Das hat besonders André Gorz stark gemacht, dieses Argument. Dann die republikanische Perspektive, liberaldemokratische Bestimmung als freies politisches Wesen ohne materielle Existenzabsicherung ist nicht möglich. Bei uns gibt es einen ganzen Wissenschaftszweig in der Soziologie, das nennt man dann demokratischer Sozialstaat. Da ist nicht mehr die Absicherung des Arbeiters der Kern, sondern die Absicherung eines jeden als Bürger. Das ist eine ganz andere Vorstellung von Sozialpolitik bei der Debatte demokratischer Sozialstaat in Deutschland und aus der Kritik heraus der bestehenden Sozialleistungen, ob sie nun konservativ bismarcksch sind oder ob sie familial sind oder bei uns mit der Grundsicherung, das sei dahingestellt. Okay. Wir haben eine heftige Debatte über das Grundeinkommen, weil das Grundeinkommen geschichtlich natürlich verschiedene Zugänge auch von rechter und linker Seite hat. Von linker Seite ist es relativ einfach erklärt. Wir haben eine ganze Linie von den Spence, ich würde ihn mal als Liberaldemokraten oder Sozialliberalen vielleicht jetzt einschätzen, über Charles Fourier, ist bekannt, Charles Fourier, ne? Utopischer Sozialist von Marx benannt als solcher, bis hin zu André Gorz und Erich Fromm. Das sind alles bekannte Namen, denke ich mal. Ne? Das sind alles Befürworter des Grundeinkommens, die aus unterschiedlicher Perspektive das Grundeinkommen begründet haben. Ein Gegenspieler von Erich Fromm war Milton Friedman. Ist auch bekannt der Name. Ne? Neomonetarist, also heute wir sagen Neoliberaler reinsten Wassers. Die Perspektive von Milton Friedman kann man ganz einfach auf den Punkt bringen. Ein niedriges Grundeinkommen für alle, wir nennen das dann in der Fachsprache partiell, weil es nicht existenz- und teilhabesichernd ist. Denn nur mit einer Existenz- und Teilhabesicherung kann ich die Freiheit verwirklichen, die ich angedeutet habe. Niedriges Grundeinkommen und alle anderen Sozialleistungen abschaffen. Kündigungsabschaffen, Wohnungsbausozialen abschaffen und so weiter und so fort. Die Botschaft war sozusagen eine Idee zu nehmen und die aber so einzusetzen, dass ich de facto immer marktabhängiger werde. Ich muss mich noch mehr verkaufen. Ich muss noch mehr in partnerschaftliche Abhängigkeiten gehen, weil dieses Grundeinkommen, was ich habe, alles andere war ja weg.
mich de facto dazu zwingt. Das war der Ansatz. Bei Erich Fromm war es ein ganz anderer Ansatz. Er sagte schlicht und ergreifend, das Grundeinkommen muss hoch genug sein, hat das religiös, hat das menschenrechtlich abbegründet, ein weites Feld bei Erich Fromm. Er sagte, das Grundeinkommen ist ein Baustein in eine nachkapitalistische, gesunde Gesellschaft. Und das möchte ich ganz deutlich auch betonen, jetzt bin ich bei dem Punkt sozusagen, Linke und Rechte, wo unterscheiden sie sich? Die rechten Grundeinkommenskonzepte sehen in der Regel das Grundeinkommen als ein sozialtechnologisches Konstrukt, wie kann ich ein bisschen Steuertechnologie machen, der Rest interessiert mich nicht. Muss nicht mehr armutsfest sein von der Höhe. Die Linken sagen, es ist ein Baustein in einer weiteren gesellschaftstransformatorischen Perspektive und da lese ich einmal vor, was die BAG Grundeinkommen, die Linke, da liegen hier so Flyer aus und eine Broschüre auch, da kann man das auch nachlesen, wie sie das Grundeinkommen in eine Gesamtstrategie einbaut. Sie sagen, wir betrachten das Grundeinkommen weder als Allheilmittel für alle Probleme noch als singuläres Projekt, vielmehr als ein Bestandteil einer emanzipatorischen, gesellschaftstransformatorischen Gesamtstrategie. Sie sagen, selbstverständlich wollen wir das Grundeinkommen mit einem Mindestlohn verbinden. In Deutschland haben wir noch keinen flächendeckenden Mindestlohn, muss man als Hintergrund wissen. Ne? Wir kämpfen gemeinsam mit SPD, Grünen darum und es gibt natürlich Unterschiede von der Höhe und so weiter. Des Weiteren wollen wir es verbinden mit kollektivrechtlichen Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung. Zweitens, es muss mit einer massiven Umverteilung von oben nach unten verbunden sein. Ist bei der entsprechenden Höhe automatisch gegeben, umso höher es ist, umso mehr muss ich umverteilen in der Gesellschaft, logischerweise. Drittens muss mit Ausbau und Demokratisierung der sozialen Sicherungssysteme einhergehen. Wir sagen, die eigentlichen Nutzerinnen und Nutzer der sozialen Sicherungssysteme sollen es auch selbst verwalten. Das kennt man bei den Selbstverwaltungsorganen, wo die Gewerkschaft mit drin sind, die Arbeitgeber und hier wahrscheinlich die öffentliche Hand auch mit so zu sein. Ne? Das ist ähnlich in Deutschland. Aber jetzt bei diesen Grundsicherungsämtern müssen die Betreffenden, die es bezahlen, die es bekommen, als die Nutzerinnen drin sitzen sozusagen. Wir sagen, wir wollen Ausbau und Demokratisierung öffentlicher Infrastruktur und Dienstleistungen, das gehört mit dazu, und bis hin zur kostenfreien Absicherung bestimmter Bereiche. Wir sagen, es muss generell die Umverteilung der gesellschaftlich notwendigen Arbeit stattfinden. Und das ist auch eine ganz starke feministische Debatte, die wir führen. Es geht nicht nur um Erwerbsarbeit umverteilen, von der Arbeitszeit. Wir haben massenhaft Vollzeitbeschäftigte, aber massenhaft Teilzeitbeschäftigte. Die einen werden krank, weil sie zu viel arbeiten, die anderen, weil sie zu wenig Geld für Teilzeitarbeit kriegen. Also eine skurrile Situation. Sondern wir müssen auch die anderen notwendigen Tätigkeiten umverteilen, nämlich die bei uns in Deutschland hauptsächlich noch die Frauen tragen von der Last her, Sorgearbeit, Reproduktionsarbeit etc. Wir haben in Deutschland eine breite linke Debatte über einen weiten Arbeitsbegriff. Fricka Haug ist da so ein Name. 4-in-1-Perspektive. Adelheid Biesecker und so weiter. Fakt ist, dass bedeutend mehr Zeit in der Gesellschaft aufgenommen wird für Sorge, Reproduktionsarbeit und auch politische, gesellschaftlich notwendige Tätigkeit als für Erwerbsarbeit. In Deutschland haben wir 96 Milliarden Stunden für Reproduktionsarbeit und politische Arbeit aufgewendet und nur 56 Milliarden Stunden im Jahr für Erwerbsarbeit. Das heißt, wir müssen, wenn wir über notwendige Tätigkeiten in der Gesellschaft nachdenken, und dazu gehört bürgerschaftliches Engagement und Parteiarbeit alles dazu, denn ohne diese würde eine Gesellschaft auseinanderfliegen, dann müssen wir um die Verteilung dieser notwendigen Arbeiten nachdenken. Dann natürlich wollen wir eine solidarische, partizipative, kooperative Gesellschaft, die sagt, Wirtschaft muss demokratisiert werden, Gesellschaft generell. Und wir brauchen eine grundlegende Eigentumsumverteilung, inklusive der Übertragung der realen Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel auf die Beschäftigten und Bürgerinnen. Das ist unser besonderer emanzipatorischer Anspruch, natürlich nicht nur auf die Beschäftigten. Ich wiederhole nochmal, alles, was Natur ist und mit Produktion zu tun hat, bis hin zu Wissen, gehört allen, nicht nur den Erwerbstätigen. Das ist der Grundsatz bei uns. Okay, also ich wollte damit sagen, es ist ein Baustein in einer Gesamtstrategie, der natürlich auch miteinander verbunden ist. Und ein besonderer Baustein, den habe ich noch nicht erwähnt, ist, den ich mich sehr stärker widme, ist, dass wir sagen, was hat das Grundeinkommen mit Wachstumskritik zu tun? Nun weiß ich nicht, ob in Luxemburg die Frage der Endlichkeit der natürlichen Ressourcen ein Thema ist. Okay, gut. Okay. Und wir haben mit Attac voriges Jahr, also wir als Netzwerk Grundeinkommen und viele Linke auch, gemeinsam diesen wachstumskritischen Kongress durchgeführt. Also unsere Auffassung ist, dass wir bedeutend weniger Ressourcen verbrauchen müssen. Zum Schutz der Natur und letztlich auch zum Schutz des Überlebens des Menschen. Punkt. Und wie kann ich das mit Grundeinkommen verbinden? Das ist ein weites Feld. Das geht über Steuertechniken, das kann man aber über grundsätzliche Fragen erklären, wie muss ich eine Gesellschaft demokratisieren, um dass die Bürger bestimmen, was und wie überhaupt produziert wird.
und eben nicht von Profitinteressen geleitete Wirtschaftsinteressen die Oberhand behalten. Das ist noch ein weites Feld, da gibt es besondere Diskussionsstränge zu, ich will sagen, das diskutieren wir beides gemeinsam. Grundeinkommen, Wachstumskritik, eine andere Gesellschaft, die ökologisch nachhaltig ist. Okay. Natürlich ist das Grundeinkommen rechtsauslegbar, ich hatte es gerade vor uns diskutiert, das ist aber für mich nicht das Problem der Diskussion, weil das können alle linke Projekte. Wir haben Mitbestimmungskonzepte, die bei uns in Deutschland radikal rechts ausgelegt werden, nämlich im Sinne einer weiteren Konkurrenz zwischen Betrieben. Da werden Betriebe, Betriebsräte genutzt, um ihre Firma fit zu machen, um die anderen nicht zu konkurrieren. Das heißt, die anderen Lohnbeschäftigten aus dem Markt rauszudrängen. So einfach läuft das. Wir haben das auf der nationalen Ebene, auf der nationalen hatten wir es bei Airbus, ging es um den Standort Frankreich oder Deutschland. Wer kriegt einen Zuschlag für Militärtransporter? Übrigens gleich noch einen Zuschlag dazu. Wegen der Existenznot, weil sie sonst in Hartz IV geflogen wären, haben sie natürlich alle für ihre Existenzsicherung im Arbeitsplatz gesichert. Rüstungskonversion war plötzlich kein Thema mehr bei den Gewerkschaften. So einfach läuft das, weil es um die nackte Not ging. Punkt. So einfach. Ne? Arbeitszeitverkürzung kann ich selbstverständlich radikal rechts umformulieren. Klassisch gewerkschaftliches Thema, ganz klar, worum es geht. Indem ich nämlich Arbeitszeitverkürzung oder Lohnausgleich mache, dann mache ich schlicht und ergreifend erhöhte Ausbeutung, indem ich faktisch in der gleichen Zeit die Leute noch mehr produzieren, also und dann nicht noch mehr Geld dafür zahle. Also Arbeitsverdichtung als Thema steht dahinter. Das kann ich auch so machen. Ich kann es auch links konnotieren, kann sagen, Arbeitsverdichtung abblocken und natürlich Lohnausgleich zahlen. Arbeitszeitverkürzung ist rechts wie links nutzbar. Mindestsicherung ist eine uralte Debatte. Oskar, unser Lafontaine, hat 1990, war eigentlich einer der Protagonisten für den weiten Arbeitsbegriff. Damals war er noch ein aufgeklärter Linke, würde ich so sagen. Heute sieht das ein bisschen anders aus, man wandelt sich, ist vollkommen okay. Und hat von weiten Arbeitsbegriff gesprochen, hat gesagt, die Hauptarbeit in der Gesellschaft geleistet wird, ist die Sorgearbeit und das bürgerschaftliche Engagement. Erwerbsarbeit wird zunehmend weniger, wir sind hochproduktiv, brauchen wir auch nicht mehr so viel, deswegen brauchen wir Grundsicherung, um die anderen Arbeiten zu ermöglichen, also faktisch als Ermöglichungsleistung. Und die PDS damals hat 1993 im Bundestag als PDS-Gruppe schon einen Grundsicherungsantrag eingebracht. Das ging schon in die Richtung Grundeinkommen, war noch keins. Jetzt ist Folgendes passiert. Arbeitgebervereinigungen haben sich draufgesetzt und haben gesagt, wir sägen ein Stück an der Sozialversicherung und führen dafür Hartz IV ein. Also ein klassisches neoliberales Umkehrprojekt. Grundsicherung kann ich wie Hartz IV machen, das kann ich als linke Position ausbauen, wie jetzt die Gesamtkonstellation bei der Linken ist, die sagt, wir wollen eine sanktionsfreie Mindestsicherung, das ist ein bedürftigkeitsgeprüftes Konstrukt, aber ohne jeglichen Erwerbsarbeitszwang. Sanktionsfreiheit, ich muss gar nichts. Das ist schon der erste Schritt zum Grundeinkommen bei der Linken in Deutschland sozusagen. Und nur individuell bedürftigkeitsgeprüft, also keine Bedarfsgemeinschaft mehr, keine Partnerabhängigkeit mehr. Also ist in beide Richtungen auslegbar. Und so ist es beim Grundeinkommen schlicht und ergreifend auch. Ich will das hier nur einflechten, weil, damit man sich auch keine Illusion macht. Alle Neuerungen, die man irgendwie in die Gesellschaft eintragen will, werden so und so ausgelegt. Und das hat natürlich was mit Machtfragen zu tun. Ganz klar. Und wir haben jetzt entschlossen, der Linken die Grundeinkommensdebatte zu führen, bevor uns die Rechte wieder sozusagen wegnimmt. Und es gibt ja einige rechte Konzepte. Okay, gewerkschaftliche Begründung für das Grundeinkommen. Eigentlich eine ganz einfache. Die fast schon marxistisch ist, aber nicht ganz. Was passiert, wenn ein lohnarbeitender Mensch, einer, der auf Erwerbseinkommen angewiesen ist, ich sage jetzt mal mit 1.000 Euro, 1.200, 1.500, bei euch vielleicht 1.700, keine Ahnung, müsst ihr mal gucken, was für euch existenzsichernd ist, im Rücken dem sogenannten Arbeitgeber gegenübertritt bei Lohnverhandlungen. Was steht aber offensichtlich ein bisschen besser da, als wenn er mit nichts im Rücken dasteht. Also klare Ansage. Das Grundeinkommen, wenn es dann existenzsichernd ist, stärkt die Verhandlungsmacht der Lohnabhängigen. Aufgeklärte Gewerkschafter bei uns sagen dazu, das ist ein tagtäglich oder monatlich gezahltes Streikgeld. Um das mal auf den Punkt zu bringen. Erster Grund, weswegen viele Gewerkschafter bei uns in Deutschland fürs Grundeinkommen sind. Zweitens, ich kann natürlich auch die ganzen Mitbestimmungsmöglichkeiten im Betrieb stärker nutzen, weil ich bin grundexistenziell abgesichert, ich kann mich verstärkt in Mitbestimmungsprozesse einbringen und auch mehr mit der Faust auf den Tisch hauen. Ich bin nicht so ohne weiteres erpressbar. Zweites Argument. Drittes Argument, es ermöglicht mehr selbstbestimmtere Arbeitszeitverkürzung und Flexibilisierungsvarianten. Wir haben in Deutschland ein relativ progressives Gewerkschaftsinstitut, Böckler Stiftung, dort mit dem WSI, Wirtschaftssozialwissenschaftliches Institut. Die haben jetzt das Konstrukt oder die Idee des Projektes der bedingungslosen Grundzeit entworfen. Das heißt, Menschen können sozusagen während ihrer Erwerbstätigkeit 5 Jahre, wenn sie erwerbstätig sind, alle 5 Jahre ein halbes oder ein ganzes Jahr aus der Erwerbsarbeit aussteigen und kriegen in der Zeit faktisch ein hohes Grundeinkommen gezahlt.
Das nennt man Sabbatical-Grundeinkommen. Das ist eine Variante sozusagen. Genauso könnte ich jetzt auch die Erwerbsarbeit in der Woche verkürzen. Also Sie sagen sozusagen, das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, ne? Das ist ein Grundeinkommen nur für eine bestimmte Zielgruppe. Nämlich für Menschen, die Vollzeit arbeiten, die jetzt kürzer treten wollen, Sabbatical nehmen wollen, wie auch immer. Das ist für uns eine Möglichkeit, quasi Arbeitszeitverkürzung nicht als kollektivrechtlich, als gesagt, eine Sonderregelung, sondern selbstbestimmter die Verbindung von Freizeit und Arbeits- und Lebenszeit zu bestimmen. Übrigens ähnlich ist es vom Denknetz, ein gewerkschaftsnahes Denknetz in der Schweiz entworfen worden, die haben ein ähnliches Konstrukt entwickelt als ein Einstiegsmodell zum bedingungslosen Grundeinkommen hin, ein sogenanntes Sabbatical-Grundeinkommen. Und damit ist man sozusagen auch auf dem Weg, wenn man ganz klassisch noch gar nicht über den Kapitalismus hinausdenken will, zu überlegen, ob ein Grundeinkommen generell, was allen Beschäftigten bezahlt wird, faktisch, weil es ja für alle eigentlich auch da ist, also nicht nur für welche, die nur partiell aussteigen wollen, ein Sabbatical zum Beispiel nehmen wollen, dass man sagt, dass man über ein Grundeinkommen sogar eine Vollbeschäftigungsgesellschaft herstellen könnte. Natürlich keine Vollzeitbeschäftigungsgesellschaft, 40 Stunden, sondern Vollbeschäftigung zum Beispiel, dass es so läuft, dass man über Job-Rotation-Modelle, Arbeitsmarktpolitik, wer da Ahnung hat, kennt das von Dänemark, dass wenn Leute partiell Sabbatical machen wollen, andere dafür angelernt, ausgebildet werden und faktisch die Arbeitskraft ersetzen, die im Sabbatical ist. Und Job-Rotation heißt, wenn man zum Beispiel ein Team von 5 Leuten hat, es geht nicht in jedem Betrieb, ist mir vollkommen klar, gibt es unterschiedliche Konzepte auch, dann können immer 4 faktisch sind Vollzeit beschäftigt und einer ist immer im Sabbatical. Also dahinter steht die höhere Selbstverfügung über die eigene Arbeits- und Lebenszeit, ein klassischer linker Ansatz sozusagen. Das sind die 4 Gründe, weswegen Gewerkschaften oder Gewerkschafter bei uns in Deutschland für ein bedingungsloses Grundeinkommen streiten. Neueste Meldung, es hat sich vor einem Vierteljahr ein Gewerkschaftsdialog Grundeinkommen gegründet. Die größte Gegnerschaft im Gewerkschaftsbereich kommt von Gewerkschaftsfunktionären, nicht von der Basis. Kleiner Einschub in die Richtung. Die IG Metall hat eine faszinierende, tolle Umfrage gemacht vor 3 Jahren. Wie stellen wir uns ein gutes Leben vor? Gutes Arbeiten, gutes Leben, gute Bildung und so, die ganzen klassischen Fragen. Und haben geschlossene Fragen gestellt, also wollt ihr gute Ausbildung, wie vergütet und so weiter und so fort. Ganz klar, da konnte man antworten, wie auch immer. Und dann haben sie offene Fragen gestellt, welche Forderung hättet ihr an die Politik, an gesellschaftliche Veränderung? Und bei den 450.000, die beteiligt waren, das ist eine halbe Million, ne? Waren eine große Anzahl, es war Top-Thema, das bedingungslose Grundeinkommen unter den IG Metall-Beschäftigten. Und die Gewerkschaftsführung hat es in ihrer Expertise und ihrer Auswirkungen mit nichts zur Kenntnis genommen. Es wurde einfach ignoriert. Das ist das Spannungsverhältnis bei uns auch in Gewerkschaften. Es gibt ziemlich Entfremdungsprozesse bei uns auch innerhalb der Gewerkschaften. Okay, Marxische Zugänge zum Grundeinkommen, 4 Stück. Ganz einfach, jetzt wird es philosophisch. Marx war ein Philosoph. Entfremdungsdebatte. Marx und die entfremdete Arbeit. Also ich habe Philosophie studiert, durfte Marx von vorne bis hinten lesen. Nietzsche hat mir besser gefallen, war einfach zu lesen. Hegel konnte ich überhaupt nicht lesen. Zu Kant habe ich dann mein Diplom geschrieben über Freiheit. Okay, so lief das in etwa bei mir. Das sagt aber auch einiges für dich aus. Ja, Kant ist die Freiheitsbestimmung, ganz klar, vor das Thema. Okay, er hat ja festgestellt, dass wenn man aus der Subsistenzwirtschaft rauskommt, aus der Selbstversorgung sozusagen, dass man, wenn man dann sozusagen zur einfachen Warenproduktion geschichtlich überschreitet, dass was ganz Komisches passiert. Dass nämlich schlicht und ergreifend ich nicht mehr Waren nur für mich mache, sondern hauptsächlich eigentlich für andere und dadurch andere einkaufe sozusagen, wo dann das Geld auch mit ins Spiel kommt und so weiter und so fort. Und das nennt er eine Äquivalenzlogik. Ich muss Sachen produzieren, um dir 5 zu geben, damit ich 5 zurückkriege. Ob ich das in Geld mache oder in Materialien, ist erstmal vollkommen unwichtig. Und aus dieser Äquivalenzlogik, die eben nicht fragt, was ist das eigentliche Bedürfnis des anderen, sondern die eigentlich fragt, was brauche ich an Geld oder anderen Leistungen, die eigentlich eine ich-bezogene Produktion ist, hat er die Kategorie der entfremdeten Arbeit entwickelt. Ich produziere nicht mehr für mein Bedürfnis, denn das Produkt brauche ich gar nicht, das mache ich nur von anderen. Letztlich aber für mein Bedürfnis im Sinne der Erwerbsarbeit. Ich muss das haben, damit ich Erwerb habe in Form von Geld oder anderen Materialien, Naturalien ist vollkommen egal. Und das war ja für Marx der Ausgangspunkt der ganzen Entwicklung seiner entfremdeten Arbeit. Und das Grundeinkommen würde dort einen Schub reinbringen, dass ein bestimmter Bereich im menschlichen Leben aus dieser Äquivalenzlogik rausgenommen werden könnte. Weil ich könnte jetzt mit anderen kooperieren, freie Kooperation nennen wir das bei uns unter den Linken in Deutschland, ohne dass ich auf Äquivalenzen oder Reziprozitäten, ganz einfache Begriffe, angewiesen bin. Wir nennen das auch manchmal Herzenssolidarität oder Schenken, auch wie auch immer. Das war der Marxische Ansatz der Überwindung der entfremdeten Arbeit. Ich leiste etwas, ich produziere etwas, um mein Bedürfnis nach Produktivität, Kreativität freien Lauf zu lassen und im anderen ein Bedürfnis zu befriedigen. Nicht im Sinne einer Erwerbsarbeit. Erwerbsarbeit ist für ihn entfremdete Arbeit. Okay, erster Zugang. Zweiter Zugang.
Das ist relativ simpel. Kapitalistische Warenproduktion hieß ja nicht bloß die Ware, das Gut, das Produkt, Buch ist zur Ware geworden, sondern der Mensch selbst. Doppelt freier Lohnarbeiter heißt das so im Fachbegrifflichen sozusagen. Hieß frei von persönlichen Abhängigkeiten, Feudaladel und so weiter, Leibeigenschaft und frei von Eigentum an Produktionsmitteln. Das war doppelt freie Lohnarbeiter. Warum war die Freiheit vom Eigentum ein Problem? Weil das war ja die klassische Grundsicherung für Leute, die Produktionsmittel, Land oder wie auch immer hatten in der Subsistenzwirtschaft. Also geht es um Grundsicherung. So. Und der doppelt freie Lohnarbeiter muss ich verkaufen als wahre Arbeitskraft und reproduziert damit Kapitalverhältnisse. Reproduziert Ausbeutungsverhältnisse und reproduziert Kapitalverhältnisse. Das ist ja die Marxische Dialektik, die wir kennen. Und wenn ich jetzt mit dem Grundeinkommen reinkrätsche und sage, der kriegt eine Existenzsicherung auf einer bestimmten Höhe, greife ich eigentlich in einer ganz massiven Form das Kapital-Lohnarbeitsverhältnis an. Nicht im Sinne, dass ich dem das Privateigentum an Produktionsmittel gebe, das soll ja in der sozialistischen kommunistischen Vorstellung so kollektives, wie auch immer gemeinschaftliches Eigentum sein. Das wird ja auch nie privatisiert in dem Sinne gedacht, also zumindest von der Logik von Marx her, sondern im Sinne, dass meine Existenzsicherung da ist, ich damit das Kapital-Lohnarbeitsverhältnis angreife. Das ist die zweite Begründung für das Grundeinkommen aus der Marxischen Variante. Die dritte ist, das eigentliche Ziel von Marx war nicht die Aneignung der Produktionsmittel. Das eigentliche Ziel des Humanisten, des großen Humanisten Marx, der in manchen linken Diskussionen leider immer unterbuttert wird, dieser Humanist, war ja das Ziel der freien Entwicklung der Fähigkeiten eines jeden Einzelnen, als Bedingung der freien Entwicklung aller, dieser schöne Satz aus dem Kommunistischen Manifest. Ne? Das Ziel humanistischen Denkens war die freie Entwicklung der Fähigkeiten jedes Einzelnen. Wenn das nicht gegeben ist, können alle anderen sich auch nicht frei entwickeln, weil durch die Verhältnismäßigkeit immer wieder Unfreiheiten dann entstehen sozusagen. Und diese eigentliche, wirkliche freie Entwicklung bei Marx, kann man in allen Theorien über Mehrwert, kann man im Kapital nachlesen, findet de facto die wirkliche menschliche Kraft- und Selbstentwicklung jenseits der notwendigen Arbeit statt. Jenseits, die volle menschliche Kraftentwicklung. Kapital Band 3, Reich der Notwendigkeit, Reich der Freiheit, sagt er, ich kann nur Freiheit in der notwendenden Arbeit, auch jenseits kapitalistischer Zustände, immer nur menschlich gestalten, die notwendige Arbeit rationell gestalten. Es bleibt immer das Reich der Notwendigkeit. Und jenseits ist das Reich der Freiheit, das Reich der menschlichen vollen Kraft- und Fähigkeitsentwicklung. Das diskutiert er auch in Theorien des Mehrwerts. Das diskutiert er in der Kritik des Gothaer Programms, wo dann die kommunistische Gesellschaft eine andere Distributionsform hat. Nämlich jenseits des Leistungsprinzips, du kriegst dann was, wenn du was gegeben hast, sondern jeder nach seinen Bedürfnissen und nach seinen Fähigkeiten hieß das so sinngemäß. Und das Bedürfnis heißt, ich muss eben erstmal meine Lebensbedürfnisse abgesichert haben. Die Voraussetzung war aber natürlich bei ihm, dass die notwendige Arbeit getan wird. Und zwar en passant in einer freieren gesellschaftlichen Form der Produktion. Da ist er ganz Fourierist. Charles Fourier hat gesagt, ich will die Arbeit attraktiv machen, anziehen, dass man sie gerne tut. Wie mache ich das? Indem ich Formen von Produktion zulasse, wo die Menschen sich gerne einbringen, nach Fähigkeiten, nach Bedürfnissen. Sie konnten sich das Kollektiv, das Team aussuchen, mit dem man arbeitet, die Produkte mitbestimmen, die Ziele und so weiter. Also die klassische Demokratisierungsfrage steckt auch dahinter. Aber eins muss noch dazu, hat Charles Fourier gesagt. Ich darf nicht zur Arbeit gezwungen werden. Nämlich hat er für ein Grundeinkommen plädiert. Und so analog muss man sich die Verquickung zwischen freier Fähigkeitsentwicklung, die einen Menschen niemals existenziell unter Druck setzt, ansonsten wäre es keine freie Fähigkeitsentwicklung mehr, die Begründung aus Marxischen heraus vom Grundeinkommen vorstellen. Ein dritter Zugang und ein vierter Zugang ist, den in Maschinenfragmenten, also im Grundriss in der Kritik der politischen Ökonomie dargelegt wird. Da ist er schon auf einer anderen Ebene. Da stellt er fest, dass sich Kapitalismus unwahrscheinlich industrialisiert, Arbeitsteilung voranschreitet, Riesenindustriezweige, Fabriken entstehen und so weiter. Und er stellt fest, die Arbeit automatisiert sich immer mehr. Na, kennen wir aus der industriegesellschaftlichen Entwicklung. Und er stellt fest, dass die eigentliche produktive Arbeit gar nicht mehr im unmittelbaren Produktionsprozess stattfindet, wie er so schön sagt, sondern jenseits. Das nennt er dann, wo der Mensch als Regulator und Wächter tritt aus dem unmittelbaren Produktionsprozess heraus. So sinngemäß wird das bei ihm dort beschrieben, sogar genau mit diesen Worten. Und das hat eine doppelte Bedeutung bei Marx in diesen Grundrissen.
einerseits, dass die Maschinen, so nach Aristoteles und anderen griechischen Antiken sozusagen die Sklaven sind, alles machen und ich als Mensch habe die Maschinen bloß noch anzuweisen, was sie zu tun haben, mal salopp gesprochen. Andererseits, und das ist in der marxistischen Debatte noch nie so aus meiner Sicht ausgearbeitet worden, Kombination menschlicher Tätigkeiten, Entwicklung menschlichen Verkehrs, hat er direkt geschrieben, der Begriff Verkehr, damit meint er menschliche Verhältnisse, also Produktionsverhältnisse im weitesten Sinne der Produktion, dass die entwickelt werden müssen und sich entfalten können, und zwar im Sinne der Produktion, dass die dadurch reguliert werden kann. Das meint demokratische Prozesse, Aushandlung, was wollen wir überhaupt produzieren, wie wollen wir produzieren, was brauchen wir, was gehört eigentlich zum guten Leben, alle diese Fragen ist das, was sozusagen Produktion außerhalb der Produktion ist, die nämlich über Produktionsziele innerhalb der ursprünglichen Produktion bestimmt. Also es ist nichts weiter als eine Demokratisierung der Gesellschaft, die ermöglicht wird, weil immer weniger Arbeitszeit notwendig wird, weil die Maschinen das ja übernehmen. Das Grundeinkommen, hatte ich schon mal betont, hat einen Demokratisierungseffekt. Meine Chefin sagt immer Demokratisierungspauschale dazu, also ermöglicht quasi ein Stück Freiheit und auch Zeit und auch gleiche Augenhöhe zwischen den Citoyens, um diese Prozesse zu bewerkstelligen. Und das Zweite, was bei Marx immer in diesen Grundrissen auch wieder kam, die eigentliche Produktion ist die Produktion der Fähigkeit des Menschen. Das ist immer wieder, Marx ist ein radikaler Humanist und sagt schlicht und ergreifend, das eigentliche, und da hat er einen anderen Produktionsbegriff, als wir uns unter Erwerbsarbeit vorstellen, ist die Produktion der menschlichen Subjektivität, der reichen, vielfältigen, bunten, fähigkeitsreichen, beziehungsreichen Persönlichkeit. Und auch von daher kann man wieder schlicht und ergreifend sagen, jenseits der Erwerbsarbeit gibt es Ebenen, die auch abgesichert sein müssen, die auch ohne Erwerbsarbeit abgesichert sein müssen, weil Erwerbsarbeit ist kein Selbstzweck, aber die persönliche Freiheitsentwicklung ist Selbstzweck bei Marx. Ganz eindeutig, er kommt da aus der Kantschen Ecke übrigens auch. Okay, und das kann ich mit dem Grundeinkommen befördern. Also das waren sozusagen 4 Punkte, die auch in der Literatur bei André Gorz und bei anderen immer wieder als Punkte gebracht werden, warum aus Marxischer Position ein Grundeinkommen begründbar wäre. Für Marx war das damals keine Diskussionsebene. Bei Luxemburg kam sie dann, die eindeutig sagte, für eine freie demokratische Gesellschaft brauchst du selbstverständlich die bedingungslose Abgesicherung eines jeden Menschen. Gibt es eine kleine Randnotiz, so ähnlich eine Randnotiz wie mit den Andersdenkenden. Das sind so bei ihr dann immer so Randnotizen, die dann immer so vorkommen. Also bei Luxemburg kommt dieser Gedanke auch wieder vor. Okay. Jetzt zum letzten, Harmonisierung der EU, das ist mal ein Bruch, jetzt kommen wir aus der Philosophie und Marx wieder in die Realität der aktuellen Debatten und wie in Deutschland Grundeinkommen einführen. Harmonisierung der EU ist eine einfache Geschichte aus meiner Sicht. Wir haben unterschiedliche soziale Systeme, Wohlfahrtstypen und so weiter, ganz schwieriges Feld. Ihr wisst, Mitgliedstaaten nach wie vor für die Sozialpolitik mehr oder weniger zuständig. EU-Kommission darf nicht so richtig eingreifen, macht es wiederum doch, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt genug Beschlussfassungen vom EU-Parlament, die sagen, also die haben verschiedene Harmonisierungsebenen, also Mindestlohn zum Beispiel, zur Verfügung stellen von Infrastrukturen, Daseinsvorsorge, sind alles Ebenen. Wir brauchen gleiche Standards in Europa. Und eins, was aber diskutiert worden ist, die Menschen dürfen nicht in Einkommensarmut fallen. Es gibt 2 Berichte, die beschlossen worden sind, also vom EP anerkannt worden sind im Europäischen Parlament, wo eindeutig drin steht, es hat die Einkommensarmut in Europa verhindert zu werden. Einkommensarmut ist ein relativer Begriff, ist eine andere Höhe in Deutschland, in Luxemburg oder in Bulgarien, muss man wissen, ganz klar. Ist ein relativer Begriff zur Einkommenssituation in dem Land, 60% des median gemittelten Nettoäquivalenzeinkommens, ganz einfach alles. Und Sie sagen, diese 2 Berichte, die wir maßgeblich mit Lobbyarbeit beeinflusst haben, dass die Kritik an Mindestsicherungs- und Mindesteinkommenssystemen ernst zu nehmen ist, weil auch wenn sie armutsfest von der Höhe ausgestaltet werden würden, immer noch die verdeckte Armut besteht, was ich am Anfang schon mal erwähnte, dass immer so und so viele Leute, weil sie den bedürftigkeitsgeprüfte Leistungen nur bekommen, wieder rausfallen aus dem Netz. Und deswegen haben Sie in den beiden Berichten auch deutlich angemahnt, das Grundeinkommen muss als Modellprojekt und als weitere Diskussion in Europa vorangetrieben werden. Das meint aber von der Harmonisierung, meint das, es muss in Europa geschafft werden, dass jeder, egal was er tut oder nicht tut, auf der Höhe einer Armutsfestigkeit quasi abgesichert sein. Und das Harmonisieren geht dann so, dass nicht der Mitgliedstaat sagt, wie er seine Grundeinkommen einzuführen hat, sondern er hat vielfältige Möglichkeiten. In Deutschland diskutieren wir zum Beispiel über einen Grundrentesockel innerhalb der Sozialversicherung, innerhalb der Rentenversicherung. Bedingungslos für jeden in Höhe von Summe X diskutiert man dann, ne? Ist ganz klar. Das könnte man bei der Arbeitslosenversicherung machen. Da schickt man die dann eben nicht mehr zum Sozialhilfe oder RMG oder wie das hier heißt, sondern kriegt man automatisch das dort schon aufgeschrieben. Also man hat in diesem bestehenden Sozialsystem einen Grundsockel drin
und der aber dann bitteschön auch nie noch ausgrenzt, hast du jemals eingezahlt oder nicht in die Sozialversicherungssystem, dann ist für alle offen. Das wäre so ein Ansatz, ohne in die Sozialpolitiken der Staaten einzugreifen, im Sinne, wie sie konkret Sozialleistungssysteme ausgestalten, Sozialversicherung oder wie auch immer, sondern da sagt man nur, innerhalb eurer bestehenden Sozialsysteme gibt es einen Grundsockel, der keinen Menschen in Armut fallen lässt und der mit so wenig wie möglich, am besten mit gar keinen Bedingungen ausgestaltet ist. Klammer auf, Klammer zu, verdeckte Armut, das war das Problem sozusagen. Dafür kämpfen wir, gibt es übrigens eine europäische Bürgerinitiative, einer der ersten mit, die jetzt leider erstmal abgelehnt worden ist, europäische Bürgerinitiative an die Kommission herantragen, ihr sollt euch zur Förderung des Grundeinkommens einsetzen, abgelehnt worden natürlich, weil sie sich erstmal zurückziehen, sie sagen, wir als Kommission können den Staaten keine Grundeinkommenskonzepte aufdrücken, haben wir auch nie verlangt. Jetzt haben wir eine neue Variante gefunden. Sie können aber, die EU-Kommission, den Austausch und Modellprojekte und Versuche unterstützen in Richtung Grundeinkommen im Zusammenhang mit den Mitgliedstaaten. Das ist machbar. Ne? Also ich stelle mir unter Harmonisierung der EU-Sozialpolitik im Bereich der monetären Transfersysteme vor, dass wir durch alle Transfersysteme, die wir haben, oder Absicherungssysteme Armutsfestigkeit vom Prinzip herstellen und Bedingungslosigkeit, also nicht repressive Absicherungssysteme. Und zum Schluss noch ein Ausblick für Deutschland. Wir haben eine breite Debatte in Deutschland. Ich habe schon fast den Eindruck, es geht nicht mehr darum, ob wir ein Grundeinkommen wollen, sondern nur die Frage, wie. Wir können dann heute eine Diskussion machen, welche Parteien wie wo zustehen zum Grundeinkommen in Deutschland, wenn das interessiert. Ich habe ein bestimmtes Projekt, und das wird weit vertreten in der Grundeinkommensszene, nämlich ein Grundeinkommen lebenslagenspezifisch einzuführen. Also man kann ein Grundeinkommen nicht von heute auf morgen einführen, das geht gar nicht, schon weil es verschiedene Sozialsysteme gibt, die man abstimmen muss, miteinander in Verbindung bringen muss und so weiter. Lebenslagenspezifisch heißt de facto das Kindergeld, was es ja hier in Luxemburg auch gibt, ist ja faktisch ein Kindergrundeinkommen niedriges, kriegen auch reiche Eltern, ne? Reiche Kinder, das ist ein Kindergrundeinkommen, muss man wissen, haben wir auch in Deutschland, dass man das auf eine ordentliche Höhe anhebt. Also bei uns, wir diskutieren über 500 oder 600 Euro. Ein Schritt. Der andere Schritt vor drohender Altersarmut wäre sozusagen so etwas wie eine Grund- oder Garantierente. Das ist ein Garantiesystem, kommt aus Skandinavien. Das ist ein klassisch sozialdemokratisches Konzept vom Prinzip. Man sagt, kein Mensch fällt im Alter unter Höhe X, auch ohne Vermögensprüfung, also in Richtung Grundeinkommen gehend. Das wäre sozusagen die Lebenslage oder Altersgruppe Ältere, Kinder, Jugendliche hatten wir gerade. Dann eine Debatte, die wir ganz stark führen, BAföG für alle, also Stipendium für alle Studierenden, ein staatliches, nicht elternabhängig, ich weiß nicht, wie das hier alles gestaltet ist, keine Ahnung, bei uns ist es elternabhängig, da muss ich schon mal erst prüfen lassen, haben meine Gelder Einkommen, meine Eltern, wenn nicht, kriege ich ein bisschen BAföG, ansonsten muss ich bei meinen Eltern betteln gehen oder den Rest aufstocken, weil ich bloß noch 300 Euro BAföG kriege, den Rest kriege ich von meinen Eltern, also ganz unangenehme Abhängigkeitsverhältnisse entstehen da und übrigens gerade bei den sozialen Schwachen, sie müssen nebenbei nochmal lochen gehen, jobben gehen, weil das BAföG dann nicht ausreicht. Also wir sagen, Elternunabhängig und ohne Rückzahlungspflicht. Bei uns muss das BAföG zurückgezahlt werden. Das wäre die nächste Altersgruppe. Und jetzt kommt die große Schicht oder Gruppe der Erwerbsfähigen oder Erwerbstätigen, wie auch immer. Und da haben wir zwei Zugänge. Einmal dieses Grundeinkommens-Sabbatical, also die Sabbatical mit Grundeinkommen, was gewerkschaftlich stark diskutiert wird, als eine Variante. Wie hat Michael Sommer, unser DGB-Chef, so schön gesagt, um den Erwerbstätigen zu zeigen, dass man auch ohne Arbeit Geld kriegen kann. Das fand ich klasse. Er wollte damit erreichen, dass dort auf Arbeitsplätze Arbeitszeitverkürzung passiert und Erwerbslose in den Job reinkommen. Hat das auch noch solidarisch genannt, fand ich, das war vor 10 Jahren, hat er nie wiederholt, leider. Und auf der anderen Seite das linke Projekt der sanktionsfreien Mindestsicherung, also eine Sozialhilfe, bedürftigkeitsgeprüft, aber nur individuell bedürftigkeitsgeprüft, also die Partnerschaftsabhängigkeiten rausnimmt und ohne jeglichen Erwerbsarbeitszwang sanktionsfrei. Und wenn man diese verschiedenen Modellprojekte mal angenommen, politisch umgesetzt hätte, so ist die Überlegung, dann ist es nur noch ein leichter Schritt, die alle zusammenzufassen, ein Stück auszubauen, dass man bei bedingungslosen Grundeinkommen für alle Menschen von der Wiege bis zur Bar, was ja der eigentliche Anspruch war. Das ist eine Vorstellung, wie man Deutschland schrittweise zu einem Grundeinkommen kommen könnte. Man muss wissen, das dauert eine Weile. Auch die Sozialversicherungen wurden ja nicht über Nacht auf einen Schlag eingeführt. Das hat ja auch Jahrzehnte, bis über ein Jahrhundert gedauert sozusagen. Und damit will ich jetzt erstmal enden. Ich glaube, das war ein großer Bogen mit verschiedenen Zugängen. Entschuldigt bitte oder entschuldigen Sie, wenn das schnell war. Ich fühlte mich leicht gehetzt, aber ich wollte so viel wie möglich Informationen rüberbringen. Ich hoffe, es ist mir gelungen. Dankeschön.